where ancient tales took their beginnings and new stories keep being written. This is a city that lets you get a sense of 2,000 years of history with a stunning medieval ambience. A city with world-renowned traditions, loving to dance and celebrate throughout the entire year. A vibrant cultural hub with an appetite for modern flavors. A city that has a special place in its heart for music, bringing creativity to its peak. A city that truly lives for adventures, where nature's beauty is just around the corner. A hiker's paradise, worth going the extra mile. An oasis of tranquility, where relaxation breaks new grounds, making your journey an unforgettable experience. A city with multiple hidden treasures that wait to be discovered. Are you ready to enjoy the city of Echternach? Echternach, dat eng Stadt fir Genéizer. Hei kann ihn aufschalten an et so richtig gut golosen. Wir sind hier im Zentrum von der Stadt, der macht Platz. Auf von hier geht es an die verschiedenen Straßen, voll mit Geschäften, Restaurants und kleinen Lebecafés. Was ich am liebsten mache, das ist mich einfach beim Terrasse sitzen und einfach die flotte Atmosphäre genießen. Auch vom Kulinarischen ist hier für jeden etwas dabei. Egal ob traditionelle Küchen oder Plat mit guten dazu Knödeln. Die hat Schwa. An der No kann ich gemütlich durch die verschiedenen Geschäftsstraßen spazieren. Was ich am liebsten habe, sind auch die kleinen Geschäfte, die hier überall gibt. Aber wenn ich richtig gemütlich will, dann lese ich den Abend an einem von den wunderschönen Hotels ausklären. Mir für den Tisch habe ich schon mal guten Appetit.
Hallo den ganz schön guten Abend, herzlich willkommen hier aus dem Trifolion. Ja, als Invitation für den digitalen Biergerforum, die 9. Edition. Ihr wisst alle gut, dass nicht so einfach an diesen Zeiten etwas Matleid zu organisieren dafür. Für die Digitalversion kauft sich hier dezidiert. Und wir haben es ganz gemütlich gemacht, hier, wie ihr seht, am Trifolion. Die hoffentlich auch bei euch daheim, wo ihr natürlich das ganz könnt live mit surveillieren auf dem YouTube-Kanal. Die werden übrigens ganz fleißig, weil ihr die immens viel frohen raggeschickt an dafür sind wir natürlich ganz froh darüber, wenn wir ein bisschen Versicht so thematisch so zu lehen, dass in verschiedenen Themenbereiche wird rumfahren, die natürlich mit der Stadt erst danach auf Verbindung bringt. Und wir natürlich auch Leute auf der Bühne, die dann natürlich alle gut kennt. Und für auch nach mit Leute vorstellen, die darf natürlich auch nach frohen raschicken an die einfach auf info@stadtmarketing.lu. Da kommen wir nach spontan vielleicht am Lauf von diesem flotte Biergerforum darauf zu schwätzen. Mir vielleicht ist auch schon die eine oder andere Frau dabei, die ich auch Herz leid. Ganz gerne will ich die einzelnen Leute natürlich dann noch präsentieren, die wir hier auf der Bühne tun. Wir fangen natürlich an mit dem Bürgermeister, den Yves Engler. Guten Abend. Guten Abend. Dann begrüßen wir den nächsten Chef, den Ben Scheuer. Den als natürlich auch einmal auf der Bühne, genau wie die Ricardo Marquez als zweite Chef von der Stadt danach. Der Maxim Bender, den Direktor vom schönen Trifolion, und noch responsabel für den Festival Echter Live. Auch hier ist heute Abend mit dabei, genau wie Nadine Eder, Direktrice von der Musikschule von Echternach. Und auch den Mike Leitz, der Präsident vom Syndikat Initiative Edi Tourisme von Echternach, den Tourist Office, ganz zu Hand. Ich begrüße mal hier. Dann begrüßen wir einen von der Geschäftsverband von der Union Commercial et Artisanal Echternach. Aus dem Komitee Lilian Färber. Guten Abend. Und wir begrüßen Marina Leisen, Stadtmarketing Echternach. Da ist auch die Frau am Laptop, weil die natürlich auch die Frauen dann vielleicht entgegnet, die da nach am Lauf vom Abend werden kommen. Die seht also teilweise die Maske, das geht, weil der Saal so groß ist, die Folien, das macht schön. Man Meter als Heige Moski, wir sitzen respektive stehen 2 Meter vor fragen weißt du, dass man das können als so können die Show so fuhren. Ja, wir haben also ganz viel frohen Rackrut an wir geben dann auch Thema Mobilität. Das wäre also ein echtes Sujet, den wir heute Abend fehlen, wo die frohen Rackkommen sind. Und da geht es, die Frau geht dann noch direkt, wir fangen dann noch mal Bürgermeister an. Und da geht es 3 Etappen, da geht es der Bypass von der Rue des Benedictins, den die Leute ein bisschen im Herzleit dabei Pass Kaktus an Charlie Strasse, respektive auch für die neue Busgär an den Park and Ride, wie in do am Timing do so drin ist, Yves Engler. Ja, das war so ein Projekt, den wir als Stadt danach nicht lang machen, mit dem machen wir mit städtischer Verwaltung, mit Point Chaussee. Das ist immer ein bisschen aufhängig von Point Chaussee. Wenn es dem Chefrat oder dem Gemeinderat gibt, nur gehen, da wären wir schon lange damit umgegangen. Das ist leider nicht der Fall. Wie gesagt, wir werden dort, wir konnten schon ein paar Mal gesagt, das müssen aufhängen. 43 an der Stadt, dass wir mit der Benediktinerstraße aufhängen, dass wir dort die Verbindung machen. Das ist auch wichtig, weil das ein ganz gefährliches Krieg ist, 90 Grad Krieg, wo die Kamion nicht gut lang kommen. Dann ist natürlich die anderen Teil von dem Projekt, das eben den Parking beim Kaktus, wo auch dann die Busgär provisorisch als Mediation nach definitiv schon nach verreckelt gehen. Und dann ist den Drittphase, den eben von der Parking Kaktus über Lützeburger Straße, Rue Charlie mit der Dickerer Straße. Wie gesagt, das ist extrem wichtig für uns, dass wir nennen das Projekt Voie de Délastage Rue Charlie Benedictiner Straße, wo sicherlich das kein Kontournement. Und das auch nicht, dass durch die dortigen Maßnahmen, dass man durch Männerauto und erst nach unten, wir behalten den Verkehr mehr fließend. Voilà, ein Timing gesagt, hängt nicht von uns auf, wir wären froh, wenn es endlich geflasst geworden. Ich meine, damit werde ich dort davon beantworten. Es ging so, und dann haben wir gesagt, am Meer, an dem Meer, aber es ein Druck, dass wir da gespannt kommen. Dann geht es den Kontournement, da gerade schon, ich habe gesagt, dass das okay Kontournement ist, kommen wir froh zum Kontournement. Wie gesagt, hallo, mit im Gegenstoß aus, geht da nach Drüschaft. Also vielleicht melde ich doch schon so einen definitiven Plan, demnächst zu sehen, das war froh, die mal so rankommen zum Thema Mobilität. Ja, den Kontournement ist ein ganz alten Dossier, den ich schon für mehr wie 20 Jahre diskutiert und für einen zoriert genoss. Wir wissen aber, dass wir wirklich viel Verkehr haben.
méi an immer méi an dat kën doch hauptsächlich auch durch die Frontalien, die durch erst nach an net durch erst nach mit durch alle goten Grenze steht musssse fuhren, weil man ganz viel Arbeitsplätzen he zu Lützeburg kreieren, an dem man net besat kree mat Lützeburg, wo man muss op Frontalien zurückgreifen, an du Leiit eben noch erst danach drinnner die muss durchfuhren. Mir guten gesot vun de Responsablen vun Pan Chaussee respektiv auch Transportminister mis fir deich kucken als egen Aufgabe zu machen, dat ich innerörtlich eng Verkehrsoptimierung zu machen, dufir ass die wurde Delastage. Bei der Ausschaffung vun der Hummer herausfund, dat man wesentlich viel méi Autoen durch erst nach hun wie net nach 4 Jore wär, dat Probabilitéit oder Sinnhaftigkeit vun engem Kontournummer ass Migrosgener Teilpoint, dat die responsablen Ingenieur vun Pan Chaussee gesot huet, och die Neikräzen, die man planen mat der ganze Wo Delastage a mat alle goten den Lotissementsprojeen, die man auch lo an no Zukunft nach hunn, dat déi ziemlich op d Limit kënnt, dat ze nach fluid bleft. Dat heißt, dat is een gut Argument. Für den Nachdenken einem Kontournummer notzudenken. Und das ist wirklich Verkehr, der lernst erst danach geht. Wir haben ein Büro, das beauftragt, für mal zu gucken, wo das möglich ist, da auf dem Plan. Du gesagt, dass das erst nach großräumig fuhr. Das ist Muschelshaf durch den Herzbusch mit einem Tunnel. Und dann geht es weiter eng Stroß, sind noch 2 Brecken dofir gesinn, fir dann nie wat Landschnär verweier den Nuschloss zu machen, iwwer auch iwwer dus der Stroß, der City Manager opgeht, fir den Nuschloss zu machen mat dem Rampoint, den iwwer die neue Grenz brigeet, dat eng Stroß vun rund knapp 7 Kilometer mit doch eng chiffréiere gelos an dat beleef 150 Millionen Euro, dat viel Geld. Das aber mans realistisch und das net Medaier wie de Kontournummer oder ähnliche Preis wie de Kontournummer vu Nettelbreck. Wann man gesinn, wat an Loof viel an Mobilitéit investiert gëtt vun staatlicher Seite, denk man dat net unrealistisch as drwer notdenken, ob auch erst nach die eelse Staat vu Lützeburg een Kontournummer gif kreen. Dat die 2 Sachen mache sinn, dat dat den Trafik an erst nach flüssig bleibt, an der dann dat Frontalien an noch Kamion, dat de Mkeet hunn fir lerncht erst nachzufuhren, weil se net wirklich an nicht nach wollten sto bleiben. Ganz tipptopp. Schein immer im Hai zu sehen an der Parkplatz beim Trofolien dat doch geklappt. Da kann ich also mich nur net beschweren. Dann eng Vorrakut, das auch ganz interessant. Da geht mir bleibe beim Meister beim Ifengele an zwar geht für Bernhard Leiit könnt du eng vor an leider an nicht oder an Staat respektiv zu fuhre Busse sind dafür net gedurcht könnte vielleicht an Zukunft wie Bernhard Leiit eng Möglichkeit für können Bus zu fuhren. Ja, dat tote die Situation kann man nëmme weiter und zerwellen ginn. Also mir hun als Citybus den mir necht nach vor hun den Asbehinderte gerecht. Du kann immer engem Rollstuhl rafuhren, dufir mir gesuercht mir das ein Elektrobus mir gesot die all die anderen Bussen do hun mir als Gemein relativ wenig Miesdro, mir können dat toten aber ganz gerne Transportminister weitergehen, dat ze auch sollen méi vor sich méi behinderte gerechte Busse anzusetzen, dat ihr beleit. A Mobilitéit wit respektiv man eng Rollstuhl och vun kënne profitéieren. Dat gimmer ganz gerne weiter. Wir bleiwen bei de Leiit mat enger Behënnerung respektiv bei der Barrierefreiheet. An do war eng Frau, die kann der Française ran. Il y a quelques années, le collège des bourgmestres et échevins de la ville ont publiquement parlé de plusieurs projets pour rendre la vie et les déplacements des personnes en chaise roulante plus faciles. Il y avait le projet d'assurer une montée descente adaptée des trottoirs, adaptation place de marché en respectant son cadre historique et pavé classé. Accès facile et adapté à la Basilika. Quel est le bilan actuel? Also, wo sind wir do an dem Bereich drin? Ja, also de Bilan den ass net so positiv. Da sind mir auch gënnet ganz froh darüber. Ich mir hunn geguckt die letzten Jahren immer so am Budget zu hunn, fir die dote Sachen zu machen. Dat sie vereinzelt Trottoiren aufgeschrägt gin. Du wird méch ass mir sie bei weitem nach net ha no kommen. Wir sind noch net glücklich. Und ich mein Problem ass,
als eelste Staat vun Lützburg ass natürlich historisch auch gesinn, dat man ganz viel Pavé am Zentrum hunn. Das schein mit das natürlich für Leute, die net gut zu Fuß sind, ist das problematisch. Wenn jemand einem Rollator muss über die Pavé laufen, dann ist das knüppelig auch gefährlich. Und ich verstehe durchaus, am hier noch ganz viel eler Leute, die hier nicht nachfunden am Spidol oder so Seniorhäuser, die richtig Angst haben, für ein Zentrum zu gehen. Und wir haben noch Beispiele aus dem Ausland, wie trotzdem auch von Pavé aus, den zumindest bei den Fußgängern IWW so zu lehen, dass den Merit ist. Auch da haben wir weitergehen, das soll gemerkt werden, leider. Ass net a menggen net genug Energie do han Dro gesät ginint fir der ze machen, du muss man dro bleiben. Dat op jeden Fall dat das verspracht, dat net mat vergiers hunn, muss mat Energie do 100 goen. Ass net so, dat man ganz viel Grospro in hunn, die och zeitintensiv sind, an dat man personalmäßig op der Gemeng awer limitiert sind, an dann eng vun de Prioritäten, dann sind der tote Leute, die dote Sachen, die dann mannerhéich Priorität hunn an der Leiie bleiben. Wir müssen han bleiben, denn die Person, die der tote geschrieben hat, 100% recht. De Messager so kom. Geef mir da ganz genau dazu soen. Wir bleiben bei der Mobilität. Wir kommen river bei Mobilität 12 an du geht drum wie der generell so ausgeseit mat den Veloswehr an nicht danach sind der geplant, wie erst Verkehrsfährung beispielsweise könnt dort froh an der Rue Maximilian Rue Charlie 4 gesinn an gëtt doch durchschau vielleicht ein Zeitplan. Ja, wir sind extrem gut national Velosphäre geschlossen. Wir haben an alle Richtungen, Richtung Stadt, Dickrich oder Wasserböllisch Velosphäre. Wir können an die 3 Richtungen fahren. An nach selber hummer auch Veloskonzept, wo die Wehr sind. Wir haben verschiedene gefährliche Übergänge, zum Beispiel Lützeburger Straße, so aménagiert, dass es mir sicher ist, man Velo rüber, wenn er doch visibel ist für den Auto, den rüber fährt. Das ist natürlich so, dass man am Zentrum von hier danach nicht überall separat Velosphäre können machen, respektive wo man dann noch aber Möglichkeit haben, durch die Fußgängerzone zu fahren. Also das geht immer darum, dass die Verbindung von den drei Richtungen. Wenn ich aus der Stadt komme, der Hummer-Velosweg, wieso den dann über den See an mir Ruhestraße geht, da muss ich von der Lützeburger Straße rauffahren. Und dann, sobald ich am Park sind, dann nicht Verbindung nur Dickrich Norden oder zum Süden von Saison der Richtung Wasserböllisch. Ich hoffe dat auch dei froh dann eng die richtig entferte Kru huet, as auch dodrun geschafft gëtt. Mir sinnem River Spanique River bei Barrierefreiheit an do kom eng froh ran. Est-ce que la ville prévoit d'étendre ses heures pendant la période d'été ou bien de prévoir des solutions de transport alternatives et les soirs lors des manifestations pendant anderem der versinn? Pourquoi le Roufbus n'est-il pas aussi gratuit comme le Citybus? Froh. Ja, ich meine, dass wir einen enorm großen Erfolg gemacht haben, wie wir überhaupt den Citybus angefeuert haben. Wir haben noch direkt gesagt, wenn wir das dort wollen, dann machen wir es gratis. Das viel belächelt gehen, der Citybus an den Leuten Löschestreber gemacht, wie wenig Leute man am Citybus fahren. Das hat eine gewisse Zeit gebraucht. Ich gebe Menge, wenn man heute so wir schaffen den Citybus im Hof, dann geben genauso viele Leute und nicht noch mehr Leute reklamieren. Parallel zu dem Citybus, und das ist gesagt, alle 20 Minuten, einen 20-Minuten-Takt fit den durch ganz erst, danach kann ich lieber reklamieren, haben wir dann noch nach einem Rufbus angefordert. Das war eben für die Verbindung zu machen von der Ala, wo die für drauf war, ob die heute für einfach den Transport auch mal daran zu holen, vor sich da verschiedene Schwerpunkte oder Karten, die Männer gut und der Citybus angeschlossen, für die mal daran zu holen. Wir haben festgestellt, dass den Rufbus wesentlich Männer benutzt wird, wie der Citybus. Wir hatten noch schon darüber nachgedacht, für das ganz anzustellen. Aber natürlich auch gesagt wird, auf der anderen Seite, dass natürlich auch Corona-Zeiten, wo die Leute aber ein bisschen mehr reticent sind für den öffentlichen Transport. Wir sollen manchmal da dort noch werden. Für was das nicht gratis? Ich meine, das war eine Diskussion, froh man nicht, das auch nicht für Mühen einfach wir machen eine kleine Partizipation, das ist ganz günstig, das ist 2
€, für das nicht zu viel abusiert. Das war sich ein Handelgedanke, weil wenn man gratis man dann geht verreden, der Rufbus nur rechts, nur links rief, dann fährt den hin und her und froh wirklich, ob es sinnhaft ist, ob wirklich die €2 das Argument für was nicht mehr benutzt wird. Also wenn GIF mehr benutzt gehen, dann sind wir auch bereit, als Gedanken zu machen, für das auszubauen. Im Moment denkt man, dass wir relativ gut gestaltet sind, was wir als Gemeinde für den öffentlichen Transport auf Beine gestalten. Aber hat grad eng wonnersche Grafik gesinn, wéi dann d'Akzeptanz ass a wie oft dats dann der Rufbus do konsultiert kann schmengen €2 ass jo effektiv och Geld wirklich do net all. Dann hummer eng Äne froh, du gehtt Barrierefreiheet an och Logementer dans le cadre de divers projets de logement. La ville d'Astana a-t-elle aussi eu la prévoyance de prévoir bien ou de demander à ses partenaires dans ces projets de construction en fonds de logement, notamment la construction de logements pour personnes en mobilité réduite et handicapé. Ja, ich meine, das an neue Gebäude quasi Standard. Und vor allem auch von der Logement, die wissen, dass wenn neu gebaut wird, gibt schon immer dafür gesorgt, dass eben Leute an Mobilität mit durchkommen. Nun ist natürlich froh, was die Person genau gemeint hat, von dat den Achse zu den Gebäuden als am Lift, also kein Treppen, dann ist das mal da dient. Wenn ich natürlich daran denkt, dass Bannen dran seine Wohnung behinderte muss angerichtet sein, das aber ein bisschen eng anderen Dingen. Da gibt auch andere Services, die da Hilfestellungen geben. Ich meine, da muss ich vielleicht einen Unterschied machen. Aber generell getaut nicht von öffentlicher Hand gebaut, wo ihr nicht riecht dran, also ohne Triple könnt. Ja, ich meine dann dass die Frau auch beantwortet, dass man auch dann in die richtig passende Antwort konnte gehen oder zumindest auch geschafft wird. Dann bleiben wir noch eng Keier beim Ifengler, und zwar geht es Parkraumkonzept, wie gesagt, da ist mit Parkplätzen, kommen danach bei, aber wie ist mit der Gültigkeit für den einzelnen Parkticket? Die Marakroute. Ja, wir haben Gemengerot Parkraumkonzept gestimmt, und wir werden dafür separat eng Bürgerversammlung machen, und zwar den 9. April, wo wir das ganz genau vorstellen, wo wir auch eng Broschüre machen, und dann für die Leute, die dafür interessieren, dass auch die dann an die Hand kriegen. Ich meine, da gibt es ein bisschen zu weit, wenn ich nur am Detail darüber gehe, und das länger fällt eigentlich immer ganz neu. Auf jeden Fall, wir sind definitiv bemüht, den Parkproblem an den Griff zu wollen gucken, wo wir können, zusätzliche Parkplätze zu machen, sowohl am Zentrum wie auch außerhalb, und dann eben noch gucken, dass wir generell am ganz erst nach eben Parking residenziell erfeiern, und dass maximal auf den Parkplätzen 2 Stunden respektive an der Straße maximal 3 Stunden geparkt kann gehen, wo Leute, die nicht resident sind, an all die anderen müssen dann nach draußen auf den Park an 13 um See oder die Benediktiner ausweichen. Und wir gucken noch nach einem dritten so Parking dabei zu kriegen, dass genug Parkplätze da sind, sowohl für die Leute, die hier nicht nach wohnen, wie aber auch die Leute, die ob erst nach kommen, für anzukaufen oder für eben kulturelle Evenementen teilzuholen. Gut, da sonst immer viel merci für all die doten Explikationen. An mir wirselen dann von der Mobilität rüber bei den Stadtmarketing. Bonjour, guten Abend. Das ist Marina natürlich, noch immer weiß Marina Leisen. An lo geht es darum, du kommst eng froh. Ja, das war ja ein bisschen schwer, das wissen wir alle gut. Und das ja leider noch nicht gedauert. Da gibt es dann so Aktionen Welcome Back, und noch Bon Appetit von der Gemeinde, die natürlich mit unterstützt, geht für den nächsten Land dann noch Gastronomiebetriebe zu unterstützen. Vielleicht ja mit wenig Resonanz. Kann du etwas dazu sagen? Ja, wir haben im letzten Jahr leider nicht so viel damit zu tun gehabt, dass wir uns um die Anreise oder Parkplätze kümmern mussten, weil einfach viele Veranstaltungen ausgefallen sind. Aber wir haben dann trotzdem uns darum bemüht, dass wir Aktionen schaffen für den Einzelhandel und die Gastronomie, die einfach eben während der Zeit geschlossen war. Das heißt, wir haben die Welcome-Back-Aktion und die Bon Appetit-Aktion gemacht. Die Welcome-Back-Aktion war bereits im Juni, die war sehr kurzfristig. Da hat die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsverband und dem Nonnemillen Center Kunden mit Merci-Bons für ihren Einkauf gedankt. Und die zweite Aktion war vom 8. bis zum 10. Oktober. Das war die Bon Appetit-Aktion.
Und insgesamt hat die Gemeinde zusammen mit dem Nonnemillen Center hier ein Budget von 60.000 € zur Verfügung gestellt, was natürlich wirklich schon eine Hausnummer war an Bons, die wir verschenkt haben. Hier sieht man auch ein bisschen die Auswertung, wie die ganzen Aktionen gelaufen sind. Das heißt, an den 4 Aktionstagen der Welcome Back Aktion wurden fast 34.000 € Merci-Bons verteilt. Und bei der Bon Appetit-Aktion im Herbst waren es nochmal knapp 20.000 €. Das heißt, zusammen mit den verschenkten Bons kann man festhalten, dass die Aktionen einen Gesamtumsatz von einer $500.000 € in den Einzelhandelsbetrieben und in der Gastronomie ausgelöst haben. Nicht nur, dass wir hiermit den Umsatz hebeln konnten, wir hatten natürlich auch unfassbar viele Besucher hier in Echternach. Das heißt, anhand unserer People Counter konnten wir auch die Aktionen dahingehend noch auswerten. Nachdem wir im März während dem ersten Lockdown teilweise so wenig Leute in der ganzen Woche in der Stadt hatten, wie sonst an einem Tag, stiegen die Zahlen ab Ende Mai wieder leicht an. Und während der ersten Aktion konnte man auf jeden Fall sehen, dass man fast die Vorjahreszahlen sogar erreichen konnte. Und auch die zweite Aktion im Herbst hat nochmal einige Leute nach Echternach gelockt. Anhand dieser Grafik sieht man allerdings auch 2 Top-Wochen im Sommer, die ich natürlich jetzt auch gleichzeitig direkt nochmal herausheben möchte. Kurz vor der Einstufung Luxemburgs als Krisengebiet waren hier 20 Besucher in der Woche in Echternach. Und da sieht man einfach einmal mehr, dass Echternach eine beliebte Touristenstadt ist. Ja. Ja. An zu denen 20.824 Joch, weil ich war du nämlich auch hei an Echternach op Besuch. Ja, weißt du, okay, ich danach an mehr Besuch, der will immer im Gern kommen. Ganz impressionant, die Zölen an noch schön, das Leid, die dementsprechend immer gesagt, ich fand noch die Logo ganz flott am Kach, mit Bon Appetit. Das mischt da richtig Appetit, für auch natürlich den Geschäftsverband Einzelhandel hei zu unterstützen. Wir gucken weiter, wir kommen dann noch direkt bei der Madame, die als Lo, das kann bestätigen, ob das dann wirklich so gut gelehrt ist oder nicht. Ganz genau, das ist natürlich eng froh, die in Liliane Färber geht. Wir sind also bei der Union Commerciale Artisanal. Ja, denn ich nach Geschäftsverband war ja ganz starke Partner bei den Aktionen, die 2020 durchgeführt wurden. Darüber hinaus war er auch ganz aktiv. Ja, genau so was het. Also die Merci-Bons war op jeden Fall eng super Affaire an ganz eerste nach huet profitéiert. Het war natürlich de Petrus war natürlich och mat eis, wat dat zo beidreht, dat viel Leider Bierchte nachkommen met war eng ganz gut Resonanz. Het sind noch viel Neiklion, die en da bessen an eerste nach gesinn huet, die sos net fleisch so unbedingt hin as sich verläf hätten. Dat huet schon ganz viel Brot. Jo, a wat man gemerk hun letzt Joer ja, war och net grad alles gelaf wie geplant, méechmengen dat war iwwer dat Joer an dat wär doch dest Jahr nach so sinn. Me op jeden Fall simmer mal ganz stolz fir dat man endlech als een Internet sieht vum Geschäftsverband Tikrit tun, die ganz flott ass. Leider sind natürlich als Membern an net alle Gute so weit, dat ze sich ugemeldet hun. Me irgendwann wird dat wahrscheinlich oder hoffentlich auch der Fall sein. Du kann ihn op jeden Fall auch gucken, wann irgendetwas geplant geht oder so kann ihn dat immer bei se Zeit no gucken goen. Und dann haben wir natürlich über das ganze Jahr verdeelt immer Werbung gemacht für als Akkaufsbongen, was ein ganz gut Sache ist. Und da muss ich wirklich sagen, da haben wir das letzte Jahr für 100.000 € Bongen von 10 € verkauft und Betriebe und Vereine, sie haben Gemeng, Privatleit, also da das immensen Succès, den man noch nie hatte. Und ich will hier auch wirklich merci so, dass das eine immense Unterstützung für die ganze Betriebe zu Echternach. Die Kleinen nur, die lassen natürlich, wir als Geschäftsverband müssen die aus der Käse raus, weil leider sind die nicht für zu verschaffen. Aber das auf jeden Fall eng groß Unterstützung an Gesei, die noch dat Leid aufhängen, bisschen nimm zu denken, dat net nimmen eng Staat as für do fir Flotze sie fir Animation zu hunn, allerdings oni dat Betriebe do sinn an oni Kaffee an Restaurant as Kengstaat ganz flott, weil nimmen die Schege Bayier an alles geht leng net do. Wir müssen alle gute Matter zo beidroen a vielleicht denken. Neicht géint den Internet oni die geht haut net. Allerdings oni Geschäfte ass och Altstaat egal wat freng net mi schein. Dat muss Schitfried dreht selber dort so bei.
Dann hat man natürlich so eine kleine Weekend Sommervakanz daheim gemacht, wo wir also ein bisschen schön dekoriert hatten, gerischt hatten. Dann natürlich als Großbraderie vom 20. August bis den 23., die auch ganz große Success hat. Auch die Sanitärsachen sind da alle guten angehalten und respektiert gehen. Da so eine Schei auch nach dem Grävermacher Geschäftsverband Merci, die als hier Calico zur Verfügung gestellt haben, mit Aufstand zu halten. Auch wir sind ein spursame Verein an der heutigen Zeit. Und da war nach Viehfest, Matthias-Shopping, da wo wir Deppel gratis an der Halle Gas stehen hatten. Da gesagt, die Leute ernähren sich auch halt mal gerne ein bisschen mehr gesund anscheinend. Oder also, weil es nicht kostet, ich weiß es nicht. Das wird auf jeden Fall Success. Und dann hat man Halloween, da hat man flott Deko überall an den Geschäften. Und dann hat man auch zweimal die Kopflosen, die durch die Straße gegangen sind, weil ein bisschen schauerlich ausgesehen hat, ganz flott war. Dann ist natürlich auch die Gläschen, wenn es doch schon kein gläserches Fest gibt, wie sonst all die Jahre, wo wir gedacht, wir lassen trotzdem die Gläschen aber durch die Nacht nach laufen, mit einem Chariot, den er sich selber gebastelt hat, für Schokoladgläser schon Kanner zu verteilen. Und dann hat man auch noch gratis Masken vom Erstenacher Geschäftsverband für Eismembren machen gelassen. Aber da haben wir natürlich für dieses Jahr sind als Projekt ein bisschen mehr klein, weil doch ein bisschen Männerversammlungen wären natürlich. Als Sommerbraderie, das sind die Ideen, die über 4 gehalten müssen gehen, das vom 11. bis den 13. Juni. Und dann die Großbraderie vom 20. bis den 22. August. Dann natürlich wären wir auch froh, wenn wir das Viehfest und Tierfest könnten organisieren. An der Rest steht alles ein bisschen an den Sternen. Wir haben noch mehr Ideen. Natürlich, Käse sind ein bisschen schlecht gefüllt, sagen wir mal so. Das heißt, wir hoffen auf weitere Unterstützung von all unseren Membern. Und natürlich, ohne uns Gemeinde natürlich, und ohne das Stadtmarketing, hat man sowieso ganz schwer. Weil, muss ich immer daran denken, der Geschäftsverband, wir alle Guten, wir sind eigentlich berufstätig und haben eigentlich schon einen vollen Job. Und wir machen das heute gerne, weil das nicht mehr, wenn wir alle zusammen schaffen, wo wir etwas können erreichen. Dafür auch hier Merci und Stadtmarketing und auch in der Syndikat übrigens, weil auch die Touristen im Camping, auch die sind nicht schlecht, wie es sagt, und auch dann in uns ganz Gemengen natürlich. Und auch in Gemengen habe ich, die uns natürlich auch eins behilflich sind, wenn die Braderie irgendetwas muss präpariert gehen. Anders ist es nicht mehr mit den Dixie-Häusern. Merci dem Lilian Färber, ja, also Tönja kommerziell, also trotzdem auch ganz aktiv. Interessant und ich fand, dass die Gläschen so kreativ war, sich die Chariot selber gebaut. Also das fand ich natürlich aber schon ganz gut. Das möchten vielleicht auch das Jahr bringen, den ein Kamat. War ganz gespannt. Ja, natürlich, wie immer so schön heißt, soll Situationen erleben. Da kennt natürlich ganz viel mehr Attraktionen nach ganz gern. Ob erster Nacht, das geht natürlich auch an diesem Haus. Da kommen wir auch noch drauf zu schwätzen. Mit das eben, wie gesagt, kann sich viele so schon undenken mehr. Wir müssen halt eben gucken, wie wir durch Pandemie kommen und aufgrund davon en Funktion davon werden wir dann noch erleben, ob wir viel flotte Momente heute zwischen nach können leben. Wir kommen soll der auf alle Fall und noch erfreuen natürlich an den Situationen für die Leute zu unterstützen. Dann ja, wir hatten gerade schon ganz kurz schon merci gesagt den Mike Leitz und da sind wir da beim Bereich Tourismus, weil auch da kommen Frohen und zwar haben wir gefragt, da waren ja ganz viele Leute gesehen auf der Grafik, ganz viele Leute, die älteste Stadt vom Land besichtigt tun. Wurde den der Dorlo am Touristoffice dementsprechend gemerkt oder wären das echt Leute, die sowieso erst dann aber ganz gut kennen und einfach gedurcht und das mal flott Nächstflucht winnen? Viele Leute wären das, die kommen sind. Guten Abend, das ist richtig. Wenn ich die froh so Gestalt kriegen, dass eng evident vorfir zu wissen, wen erst dann das überhaupt an ein Touristbüro kommen. Aber muss ich als Introduktion sagen, dass man talschend von den Visiteuren hatten, die man das Jahr für drin hatten, aufgrund von der Situation.
für zu so, dat die eng oder einer Touristen méi kommen wären oder die eng oder einer Population sich halt zwischen nach méem von hat, dat wär falsch. Muss ich so, dat Ki dat man zur Männer Visiteuren hat an einem Touristenbüro, dat man erwer sech die bret gefäscherten Nationalitäten, die bei uns zwischen nach als zweitgrößte Büro am Land kommen, die hue sich beibehalen. Dat eensche Phänomen, den ich kennt vielleicht herausstreichen, das den dat mat der Bongenaktion, die den Minister lanciert hat, natürlich en anderen Tourist auch nach gezun hunn. Die nämlichchte Phänomen hat ein dünner kommerziell, das van gesot gëtt mir hat normal einer Klien, dann ass dat den Effekt, den Matsch gezünne daneben Komplexität, weil net kommt so weit do hit erfuen hunn natürlich auch einer Populationen deplacéiert op Mino Grenzen. Dat hue ganz gut bei gemerkt, sowohl am Touristenbüro wie auch bei dem Camping. Dat ganz klar kind den eng Grafik zei wie Corona-Deciioun de gelaf sind, so sind auch Visiteure bei Eis agelaf. Schmengen dat miss die froh relativ gut beantworten. Ja, dementsprechend natürlich auch die Leute dann jutfried nochmal etwas Neues erlebt, doch von der vielleicht ist noch schon mal da vor. Aber wo vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, wird dann nach die schönen Ecke von erst danach dann noch kennengelernt, natürlich auch da rundherum. Wir haben eine andere Frage, die Mike Leitz geht dann, du geht es um den Camping. Bleibt unser Camping bestehen? Kurz und knapp, wer froh? Gut froh, direkt Antwort ja. Die Decision, da hast du ja schon 4 Jahre gefallen. Dat man de Camping eben gingen opreger halen, dat man eben noch au contraire so gingen daran investieren, wat man an de letzte Jahre viel gemerk hun. De Camping huet verschiedene Sachen, verschiedene Erneuerungen gesinn, trotz Corona. Also wir waren sech ganz gut opgestaltet wie an Mënschen. Wir hatten sech op als Saison gefret. Wir hatten aufgrund von einer Decision vom auch zur Summe gedrogen als Matter Gemeng an der Forstverwaltung hat man ganz schönen Achse gekrut aus der Her, dat heißt, wenn ich bis nach zuerst rauskennt oder generell Herr Müllerdal, dann als ein Depart vom ewigchten W, den an Tolleschluder geht, die war immer ugebunden de Camping. Die U-Bahnung du gesieht am mittelste Bild, du hast die Trab, die war an einem ganz schlechten Zustand, so ein bisschen zu machen, an die as reaktiviert gehen. Du kann in us aus der Wolleschlur drauf op de Camping kommen an, du können die dabei im Camping direkt nie auf der Büwert raus. Also enger Büwert die natürlich nicht gedacht, dass nämlich viele Leute in der Müller der Spazieren gehen mehr wird für die Leute, die bei uns im Camping sind, die Büwert auch die go wird nicht, die ist doch da mal an diese Camping investiert. Für als Campeuren und aber auch für die Leute, die an der Wolleschlucht tröppeln zu können, bei uns kurz raufkommen, das Bild eben bei der Schwamm, da dass du direkt neben drohen, der Tisch, der Visitor kann aus einem Spaziergang ganz kurz Treibberuf kommen, dabei ist bei Terras gemütlich etwas trinken und nur wenn er steht, kann so nicht an Wasser springen. Bon, da tun wir umgesetzt, da tun wir auch realisiert und das ist so, dass Leute kommen sind, die da wären, das bedingt natürlich mit der Situation wäre nicht so einfach. Wenn du auch nach dem anderen Bild, du hätte ich noch gesehen, du sind verschiedene, weil wenn diese Camping, das geht nicht nur durch, dass den Haut in Zelt hinstellt und Leute kommen. Wir haben vor allem auch an als Sanitäranlagen, also alles Sachen, die vielleicht die Leute nicht direkt gesehen, investiert. Der Camping selber hat als remodelliert gehen, sind ganz viele neue Sachen, Infrastruktursachen beikommen, weil also Komponenten so gut geht. Ich will auch etwas vier streichen und habe das ja schon angefangen, da haben wir das ja ein bisschen weitergeführt. Das sind die Übernüchtungen an so nicht Zelter, mehr Infrastruktur wie Potten oder Kotten, das sind so kleine Fässer, wo ich dabei sie übernüchten. Und das hier gehen wir so hin, aber haben ganz Schalleen, die ich dabei bezahlen. Wo ein bisschen mehr weit geht wie der simplen Tourismus, weil den also der simple Tourismus hat base gemerkt, die Zeltgeschichten, das hat sich mit der Zeit ein bisschen schon verändert, so dass Leute halt gerne einfach so im Camping einen kleinen Komfort hatten und da tun wir auch en place gesetzt und das hier wird man das noch mehr en place setzen. Da gesehen ein bisschen Zahlen, ich meine die einzige Zahl, die wirklich
interessant kann herausstreichen als die Lützeburger Zöll, der das bedingt mit der Bongenaktion, die den Minister oder den Staat lanciert hat, du gesagt, dass wir ganz viel Lützeburger Visiteuren hatten. Für eng Idee zu geben von einem Schiffer, wir haben 10.000 € umgesetzt bei so einem Camping mit der Bongenaktion, weil da war schon für uns ein kleiner Club in Handel ein ganz agreeablen Fußballköst war, also da hat eine Saison noch nicht gerettet, aber die Saison, die zwischen 20 und 25% Abbuße gehabt hat aber durch so eine Aktion einen kleinen Aufwand gehabt, und das einfach möglich für ein bisschen als Käse an einem raisonnable Niveau zu erhalten. Dat mengg als bisschen den Resümé vom Camping, wenn ein Kleinigkeit, wo ich dabei so, der das den dat 24 gesote Leiit von der Epidemie hätte ich können bei diesem Camping 1:1 gesehen. Wir hatten exakt, also war geschwert gin ass hat Problematiken im Camping. Van Länder rundrömmer also ben Grot Licht gesagt und zack sind Tabusse kommen, also hue sech 1:1 umgesät. Mir hätten sech eng ganz gut Saison gehät, wann net heinz du Leiit gemengt hätte mir wären in Drittweltland, aber giffen gun oppass. Mir hat no Konzept im Camping ausgeschafft fir Leiit ze protegéieren mat Hygiensmoosnamen, die all Mënsch hätte kënne protegéieren an Leiit hun gehalt, dat war bese schut, weil du méi geliden wie hätten kënne leiden. Mech firmch gun kloen mir wären op, andere waren zo vun dem hier war dat so en klenge Punkt. Schein, op alle Fall ganz impressionant. 1000 Leiit, 1000 Lützebäier méi im Camping, das war wirklich ganz impressionant. Ja, natürlich wird sich auch also am Bereich Camping ganz viele gedoen. Wie geht am Lass? Wie der am Lass go wesinn dat schon? Es se immer so im Ausstren un, also werden lo de Camping geht offiziell fir als Dauercamp am 1. April 15. März geht den un. Da das dann du hast net die größten Aktivität, die meeschten Leiit, die bei kommen, die fenken effektiv un fir d'chte Vakanze mis Wammer dann in der normale Konditionne kënne fuhre mis du sechten de Perse fir Wammer dann derfe. Ballfall wünsch man dann noch do schon eng ganz gut Saison mat ganz viel Kächer van Dir an net do oder erfrnn, dann ass lo der Moment fir dann noch natürlich ob ich danach ze schicken. Mir wiesel Thema, mir hunn den Tourismus dat Kapitel schlommer da kurz zou an mir komme bei den Ofall. Auch dat natürlich ganz interessante Suche wo Leiit froen hunn, anwer hun dann de Ben Scheuer, de mal lo hai mat op der Bühne an Spiel hole. Anzwe geht do an der neue Ofallbroschür gët ganz viele Informationen zu der Entwicklung dat schon zenter dem Joar 2000. Wie eng Aktiune sinn oder geplant, da werd plant dot Gemeng aktuell as froh. Ich mo eng Flott Broschür op en Gestalt, wo en am Fong gesäit fir den Offall an den lächten 20 Joer sech Zecher nach entwickelt huet. Do gesäit den dat am Fong d'Awunner zoll zouhëlt, awer den Rechtofall ofëlt, dat huet oder mat ze dien, dat méi getrennt gëtt. Wir haben an den letzten Jahren relativ viel Erfahrung gemacht. Wir haben zum Beispiel eng Brunnenpubeiler gefordert. Wir haben einen mobilen Recyclingpark auf den gestaltet, den ganz gut besicht das. Wir haben das an der Pandemie gemerkt. Wir sind quasi überrannt gehen von den Leuten, die hier Kelleren an hier Speicheren geraumt haben. An könnt ihr Mengen irgendwann Gift dat ophalen, mit dat schenkt awer net opzehalen. An mir werte lo dat ganz mal prefelossen, ob het net méigg ass fir eng Fastinfrastruktur do hinzusetzen, einfach wellmer gesinn, dat den Zoulaf so grös ass, dat mar et Ball nëmi gepackt kräen. Dat lo Appes wat man werden an der nächster Zeit prüfen an dann gucken, wéi man dat können opbeen stellen. Eng aner sagt, die nach geplant ass, mir werte lo op de Weg goen, dat man die Schwarzpubellen, dat man déi chippe werden. Dat se neit Gesetzener wee, wo dat och festgehalen ass dat Gemenge mussssen op de Wee goen. Dat hecht mir hunn dann lot Meigkeet fir ze kucken, wéi oft gëtt die Pubelleidel gemach an so go kënne man kucken, wieviel Kiloen dann an der Pubel sinn.
bon, mir werden op die Wego und der Tejaval net, dat man direkt werden Taxen umpassen oder so, dat da kommt man wahrscheinlich nicht allein schwerer zu machen, mehr sich sammeln wir mal Donneien an Donno gucken wir, wie wir dann weiterfahren. Ja, also Keller sie geraumt gehen, das kann ich wirklich so. Und es wäre ja unwahrscheinlich Staue sind ein Sterne für an den Recycling-Center für live erlebt. Und das wäre dann halt zwischen der Rote Fall. Wir bleiben beim Ben Scheuer und zwar geht es lo eure Mofall, aber bon, geht den lieben Mupp. Ja, der Mupp ist natürlich gehört zur Familie, mehr natürlich also immer so ein Sach von lo vielleicht auch Service für die Leute, die einen Hund haben, für die anzubieten. Geht es da Pläne von der Gemeinde für die Leute, die im Mupp haben, den Dogwalker, eventuell sogar eng Hundspension gëtt ugedurcht, an gëtt eng weiter Hundswiss fir Ich danach Ben Scheuer. Den Hundsträgers Leidesthema sech danach schwng noch an vielen andere Gemengen. Mi hunlo eng Kompagne gestart fir d Leiit Dr opmerksam zu machen, dat ze wann schlift hireieren Dreck sollen fortraumen an opraffen. Mi hunn an Eter nach Hummer relativ viel Punkten, wo d Leiit kënnen hier tut fir den Hundsdreck opzeraffen holen, dat sie so biodegradabel tut, dat Techt déi zersetzen sech. Wir hatten auch so eng Art Staubsauger Kaf, wo Gemengen Arbeiter dann rundherum fuhren an auch dort können dann den Notfall von den Hunden opsaugen. Wir hunlo seit letztem Jahr hummer eng Hundsfies mich nach See, die gëtt terribel gut ugeholt von den Leuten. Da kommen wirklich Leute aus der Umgegend op den See fir den Hund an do können laufen zu lassen. Wir sind Kucke fir nach eng einer Platz zu fannen an der Gegend vom Park. Mir do hummer auch de Problem vom Heichwasser an die Wies muss auch en gewissen Gräis tun, weil schon mal so gelos, wann die Hund wies ze klang ass, da machen Muppen hier ihr Geschäft net do. Dafür muss man eng Platz fannen, wo man dann so eng kënne machen, mit der sicher de Wëlle vun der Gemeng do, wann man eng Platz fanne, fir dat dann noch umzusetzen. Zum Dogwalker schmengel net, dat et der Gemeng hire Metier ass fir nach en Dogwalker anzustellen, méi wann eng Privatperson dat will machen, giwech dat ganz flott fannen. Merci fir das Explikationen. Dann könnt ha eng froh, die jo ganz interessant fanden. Da geht het lo nächt verbitzen. Foodsharing gëtt an der Stadt Lützburg der gemengt den Foodsharing Frigo. Wer da eventuell Idee fir Echte nach Geteil gefrot an wéi weit kenint Gemeng oder will vielleicht so Projekt unterstützen. Wir hunn zuerst danach schon so Projekt umlaufen, dat das Transition Osten nennen se sich. Die hunn auch den nächsten Preis am Naturpark gewonnen für ihren Projekt. Ihre Projekt lebt schon eine gewisse Zeit, das heißt, sie gehen gemäß bei Supermarscheen sichern, verdeelen dat gratis und Leid. Sie haben terribles Succès, wird uns immens freut, weil ich fand eng super Initiativ. Es sind alles benevol Leute, die das machen, und die für mich aber meinen größten Respekt verdient. Die Idee vom Frigo fand ich interessant. Da muss ich just gucken, dass der Frigo muss ja dann noch öffentlich sein, dass den da einen Platz heute schon nach 5, wo ihr das könnt umsetzen. Ich gebe proposieren, dass die Leute die den momentane Projekt machen, uns giffe kontaktieren, und da setzen wir uns enke zusammen mit ihnen auf den Tisch und da gucken wir, wie wo wat man da können umsetzen. Aber ich meine, wir sind für alles open. Schön, große Merci und den Ben Scheuer nicht zu schaffen.
Ich könnte eng froh zugestach die wild mal kurz rausdrehen eher bei alternativ Kannerbetreuung kommen dann zwar geht ze unten bei mechte an da komme 4 Schlee das jo enker flott kein froh an sich mir 4 Schlee eng Spur für Willow mat eng Fußgänger wie verbunden so Shared Space an der Lützburger Stroß wer du 4 Schlag an den zweite 4 Schlag könnt da noch haben run direkt du get 4 geschlohene Fußgänger wie Richtung Stenem da wo die neue CRL noch den Chausse jo ganz groß als für vielleicht die Leute die zu Fuß dahin schaffe gehen dass die lo kennt ihre Fußgänger wie die respektiven Shared Space Willows weh Herr Boemister. Ja, fir op de Eichtprozent wat en Wëloswee an der Lützeburger Stroos aus Lützeburg kommen Rof an Nichten ass extrem geféierlech, weil do ganze Koop afhärte sinn, Garagen afhärte sinn, an Wa man do giffen en Wëloswee anzeichnen, dann suggerieren wir de Leiit, die man wëlle vun eng falsch Sicherheet. Können nimmen do Wëloswee anzeichnen, wo man auch davon aus können, dass der Velofahrer auch da sicher kann fahren. Und aus dem dort Grund tun wir eben justement lang ihren an nicht nach könnt, wo die Velosphäre aus der Stadt könnt. Der geht dann über die Lützeburger Straße rüber an eben Handel lernst auf den Seehof für mir ruhig ist. Und Schmengen Velo, die aus der Stadt kommen, die sollen noch den toten Weg holen, weil das den sicher weh. Weil du die Zweitfrau geht, ein Fußgängerweg aus Echtnach bis bei den neuen Schanzel, wo die Bussen an Panchaussee ist, op der Straße selber ist das nicht viel gesehen. Du hast gesagt, das nicht gemerkt gehen, also auch nicht wirklich sinnvoll, weil man eigentlich parallel dazu durch den neue Park, das heißt Landsch Sauer, ein Velosweg noch ein Fußgängerweg, und Leute können durchaus durchgehen und dann bei einer Kläranlage durchgehen, da könnt ihr ganz genau dahin. Dafür muss ich nicht noch zusätzlich parallel zu dem Fußgängerweg einen zweiten auf die Straße machen. Ich denke, dass das Angebot ist da, die Suggestion ist also interessant. Ich meine, wir haben da Lesungen, dafür muss ich nicht unbedingt nach einem zweiten machen. Aber wie gesagt, vor allem beim Velo, wat an sech eng falsch Sicherheit suggeriert. Vielmal merci dem Yves Engler an dann ging me den Lokent den Ricardo Marquez an Spiel als zweite Chefin vun der Gemengeichtständer an Zwer kom eng froh oder gi dem alternativ Kannerbetreiung ja da hummer se an Zwer as den Projekt fleicht geplant fir eng Buschkrech oder eng Bauurenhafkrech astfrei gefrot gin. Also fir eng Bëschkrech ass e Projekt do, den ass noch net natilech realiséiert ginn, weil eben aner Krechen beikommen zu der Zeit. Aber mir sinn eng Gemeng, die wëll wussen, do wëlle mir wirklich Familien, awer auch Jongleute hinnner Ulakren an do hoffen man dass dann auch du kann da sinn an mir sinn wirklich du open fir all Propos an eng alternativ Kannerbetreiung as natürlich auch immens gut könnt. Wir sind eng Gesellschaft, die permanent wiest, aber die auch an alle Richtungen wiest, so dass eng alternativ Kannerbetreiung zu denen Betreuungen, die man schon kennen, die klassisch Krechen, die aber auch gut sind geil, aber wo man dann vielleicht méi naturfreundlich Konzepte oder wo den Déier méi eng Roll spielt, wo kann er da wirklich aner sozial emotional Kompetenzen opbauen. Also dat natürlich sind dat Projekte, die mir gerne unterstützen an wie gesagt mir hun Projekt am Terrain, den man zu Moment können herauswählen. Krech mat Streichel zo zu summen dann so wann dat richtig verstehen klingt auch gut dann bist mir in derisch Thema dat das dann die verschiedene Straße wo sich net drische Zonen geherleget wo dann noch net so ganz kausche immer gepackt get gefro dann fällt Leiit op das ich weiß das schwierig fir permanent leng zu bleiben me sinn aber der Leute die dann nervwer sich treffe viel Leute kommen bei ihnen an du gett dann aus der Leute opgefallen verschiedene Bierger dass dann noch dat nach die Masgen aufstand iwwer Bühnen geht kann dort Gemeng abs dagent mechen. Also wann ich
direkt op Vorantwort dann direkt nee, also das Leute en Kompetenz oder vielleicht auch gut, das kein Kompetenz von der Gemenge ist, so ist Poli zuständig für die 2 Punkten. Also Twitter ist du der Person hawer recht, dat se Problem wann man klein Gasselschau hunn, a wann se Java net hun Wit gehaget. An Mols wann kann er lo permanent hem sinn, an nawer lo wann gut weder ass rausgin, dann der verschiedene Steltren, derwer do fährten an Zecken fir awer dat ze förderen. Mi hun awer haut Moien Kontakt mat der lokale Poli opgeroll, an sie willen de Verkeier an Wites méi am Fokus willen, so dats sie sech freeen fir Allstroos diese méi en Loop kennen hhöllen. Also du werd man ihnen auch verschiedene Propose ginn, wo man der Meinung sinn, dass es vielleicht wirklich ein Abus ass an wo mir Mathemasken auch du man kein Beamten am Haus, die dat können kontrollieren. Da gi man enker wärmen Appell mechen, wann der bei nee kommt denkt und Distanzen so wie mir se Joch heute gesiedelt loschein, ob als grösser Kamera wie weit man vun den Neen sitzen an diesem großen Trifolie weine bei Neen ass hun die Mask da winzen sewer die 2 Meter Distanz halen. Et ass nach immer Pandemie, das nach net River, dat muss einfach enke ganz klar an deitlich dann noch so. Merci dem zweite Chef dem Ricardo Marquez. Komm man enker bei Marina Leise vum Stadtmarketing bisssen he an Rum. Ich gi bisssen he so River. Ja do jo och aktuelle Proen alle so virtuell a Klängegruppen. Wie also lebt Stadtmarketing an diesen Zeiten? Ja, wir haben ja unsere Projektgruppen und auch wir halten uns natürlich an die Hygieneschutzmaßnahmen, weil wir einfach auch unsere Mitglieder schützen wollen. Wir haben aktuell 3 aktive Projektgruppen. Das ist zum einen die Geschichte Echternachs moderner darstellen, die Belebung des öffentlichen Raums und auch die Baustellenkommunikation. Natürlich die Gruppe die Belebung des öffentlichen Raums, das ist natürlich etwas schwieriger im Moment, weil die haben immer gerne viele Veranstaltungen organisiert. Das ist einfach jetzt aktuell nicht so möglich, aber wir schauen natürlich, was wir vielleicht für dieses Jahr jetzt wieder umsetzen können. Die Baustellen, die stehen natürlich nicht still, das heißt die Gruppe, die ist meist per WhatsApp irgendwie connected und ist dann auch ganz spontan aktiv. Und die andere Gruppe, die mega fleißig ist, die schon die letzten Jahre immer meine Strebergruppe war, die Geschichtsgruppe, die sich ja aktuell mit der Überarbeitung des Kulturrundwegs wie ab der Zensus kümmert, die sind auch immer noch fleißig. Wir treffen uns virtuell und sind natürlich die Themen am Ausarbeiten und das läuft auch ganz gut und wir wollen auch da den Start für die Umsetzung für Frühjahr 2023 einhalten. Wir sind jetzt ganz neu dran, dass wir noch eine weitere Projektgruppe ins Leben rufen wollen. Das ist die Gruppe, die sich dann mit der Wegweisung und mit den Inhalten für das Beschilderungskonzept beschäftigt, weil wir jetzt ein ganz neues Beschilderungskonzept hier in Echternach aufbauen werden. Die Teststele ist ja schon auf dem Marktplatz zu sehen. Und hier haben sich auch schon 2, 3 Leute gemeldet. Wir sind natürlich froh, wenn sich noch jemand melden möchte, einfach eine Mail schreiben an info@stadtmarketing.lu und dann denke ich, dass dort das erste Treffen virtuell im März stattfinden wird. Schein, merci auch für das Informationen übrigens ja genau die info@stadtmarketing.lu auch die Adresse von der spontan eng Frau Hut, weil mir hat nämlich gerade eng spontan eng froh ran die gerade gut tun und zwar geht's de Ben Scheuer und zwar wat nicht gemeng für Vereine lo an diesen auch mit speziellen Zeiten, wo jo auch vieles misiologischen Entdecker voll am gangen, wo durchbrennen wird dann noch nicht so kommt laufen also wie Beispiel wat mich gemeng für Vereine. Ich meine, dat viel Vereine am seich an enger schwieriger Situation sind an waren dat hecht sie viel Vereine, die hun fest organisiert an hun dodurch hun se Gelder Rackrut an hun sech so iwwer Wasser gehall. Die sind das Jahr sind die leider fortgefallen, dat hecht sind relativ viel, die oder nimi soviel Resetten hätten wie sos wat mir vun der Gemeng ausgemacht hun mir hunn echten Summermol Subsiden ugelacht, dat ich mir die gehackt gehabt, dat hat er war nicht mam Covid zu dienen. Wat ma Valo rein für die Situation gemacht hatten, mir hunn de Vereiner die Trainingsgehälter hatten. Do hummer am Fong du Subsid vun den Trainingsgehälter verdurbelt. Dat das aber schon, dat war am Mont auf vun rund 30.000 €, weil da war schon net neicht war. Und dann hat man lo für rund kurzem am Schafferrot
eng Entrevue mat enger Firma, die nennt sech Clubi, die hunn sech am Fong op Vereiner speziaiséiert, die bieten eng Internetplattform wo Vereiner Meigkeet hunn fir quasi alles iwwer die Plattform do ze gerieren, dat hecht vun ihren Memberen bis zu der Kontabilitéit, bis zum Sponsoring, bis iwwer geriere vun ihrem Facebook an Twitter, an so Kalender mündet am Chefrot eng ganz interessant Sach fand an d Vereiner werte lo an der nächster Woche werde Brief rausgoen an dann gëtt dat mit März gëtt dat firstalt an dann gucke man fir dann guck mal wieviel Vereiner Corona interessiert sind für mat zu machen an Gemeng werden an dem Moment auch berät für die Kotisation die Vereiner miste bezöllen für die zu überholen. Da das lo net méi fir Sportvereiner mit fir so gut Musik, dats fir alle gut Vereiner, die man hätten, die man ha Zechen nach hun am Münder relativ viel Münder rund 8 Steck an schmengen der das awer eng ganz flot an interessant sech. Schein. Merci fir dës Explikationun de Musik, weil grad Stichwurt passt perfekt. Well mir machen lo bësse Kultur. Mir hat jo schon Mobilitéit, mir hat den Themen Stadtmarketing, Geschäftsverband war schon ugeschnitt gin Tourismus den Nofall an dann noch bei der Kannerbetreiung hat man schon froen Lo gehtt an Musikschchoul. An do Freemreist das Nadine Eder, Direktrice vun der Musikschchoul fircht nach sech Jochzeit geholdet hai fir dabei ze sinn an der Bühnenkommers an den Trifolion an ja Scholen hu jo lo ganz oft digitalem an Präsenzunterricht gewieselte wie as lo Musikschule zwischen nach mat der ja naier Situationun gängen. Ja also ich gut Novent denn mir hun Chance, dass man he zu Lützeburg den Präsenzunterricht gewi so zu 80% weiterfeiere konnten. Den digitalen Unterricht, den Online-Unterricht kann de Präsenzunterricht nëmmen zum Deel ersetzen an dofir hun mir awer desideiert, dat sobal Schüler Quarantäin kommmer eng Klasse isoléiert gouf, dat sie en digitalen Unterricht ugebude Grouten an mir hunn ganz Musikschchuul so ekipéiert, als Enseignern ekipéiert, fir dat het méigich ass. Mi hunn Zter September ganz streng sanitär Mesuren an as lo witzig, dat de froh seich kënnt, well ich hat eng enlech froh fir hun puwochen Gestaltgrot so am private Bereich, wo gefrot gef den wie wie überhaupt de lo. Da komme ich auch auf die Idee, dass ich haut gerne geif Film weisen, wo man durch Schul gehen an wo dir alle Götte gesieht, wat de Moment an der Musikschule so lebt, a wie d Kuren auflaufen. Ja, prima. Also, dann fangen wir jetzt das ganze Stück von vorne an. Ja? Und los.
Da wärme an der Musikschulheit zu Ichter nach ganz impressionante Film wie net realisiert. Dat war mein Direktor Adjoint den Mark Demo, dat ist den Film als Homemade. Den ass mat der Kamera duch Musikschchull gangen, los si mal enker mat doine gehol ginn, Fleicht war joch den en anderen nach net an der Musikschchull offers doch wie do ausgesäit. Mir kommen bei Apps ganz Interessantes an me bleiwen beim Nadine Eder Well, Dicht nach der Musikschchull ass die eenzech Musikschchull, wo en wirklich ganz besonnecht Instrument astudéiert kritet, dann wirklich do sich kann mat familiariseieren. Well man natürlich fëssen, da ken so bëssen en Quizfro, wéi en Instrument aset, Madame Eder. Dir schon nach der Musikschule ass net die eenzeg Musikschule am Land, méi regional. Ich gif megen den Ëmkreis vun 180 Kilometer ass keng aner Musikschule, die dat Instrument opbiet, et ass de Carillon. Den Carillon also d Glacken, die der heit echt danach Lauden héiert, dat sie Lauden net duch eng Elektronik, dat kann och sinn, méi dass fir Joren de Carillon instand gesat ginn, fir dat manuell gespielt gëtt. An fir das dat kann gemat gin an Zukunft och weiterhin werd gespielt gin, huet Dicht nach Gemeng fir ungefähr 10 Joer desideiert, dass Carillonskuren sollten an der Schoul ugebude gin. Die huet vielleicht am Film fir Dr noch kurz den Übe Carillon gesinn. Das Kur den ass offiziell vun dem Ministère de l'Éducation, mais au Ministère de l'Éducation auch unerkannt. Et kann en hai regelmäßig de Kur als Schüler de Carillon leieren kommen. Auch hai hummer Film vom Carillon gemat, die CO2-Kuren, die net an der Musikschule sind mehr an der Basilika, der dient as de Carillon, da gëtt dann eine ganz spannende Weg fir do hinner, dat wer der lo am Film gesinn. Das aber so, dass do de macht dem Kamera an der Hand hat, fir wann lo bisse wackelt, dann wannner Dir net et ass net so schlimm, wann en dann oni Kamera do bei de Carillon geht. An der dann hat as auch Urgel, mir natürlich auch die traditionell Urgelkuren an spannen lo bisse weiter. Die huet auch fir Drun am Film gesinn, mir hunn viel Awussener, die an Musikschule kommen, man Jo Appell, wann Dir als Awussener locht huet ein Instrument ze leieren, Di si mat all Alter an der Musikschule wëllkom, dat se nie ze all fir nach ein Instrument ze leieren. Zwei Takt. Die spielen mal los, ein Keier am losen Tempo.
Ganz impressionante Bilder, die man do kruten de Video Basilik ja wirklich der Basilike du gehst dann vergisst dann lo an Musikschulmkin an Basilike dat da Rappers dat kann ich wirklich net ernst das so an mir bleiben nach bei der Musikschule wenn an die der war extrem fleißig mat Kipp an nach flotten Video präsentiert nach wo tot so du geht natürlich dann Konzern an Event die Musikschule plant dat interessiert Leute natürlich Joch, wo en da schon fleicht Wandsituun der lebt derf kommen. Ja, Konzern, Auditionen, das ist ein großer Bestandteil von der Musikschule an. Wir sind im Moment immens traurig, weil das, wie überall jeder sieht, wir haben etwas geplant, wir ein bisschen aufsuchen. Wir probieren, so man wie möglich aufzusuchen, wir zu ersetzen durch virtuelle Auditionen, durch als Konzern, die viele von ihr schon vielleicht mitgekriegt, dann gewiesen dürfen auch bei den sozialen Netzwerken. Wir hatten eine Remise, die Diplom, die wir virtuell hatten. Wir hatten ein Konzert de Noël, die wir virtuell gemacht. Wir probieren als Schüler weiterhin zu ermöglichen, dass sie optreten ohne Publikum, wird gefilmt. Und sie haben aber dann eine Möglichkeit gehabt, für ein Event zu proben, respektive für ihrer Familie zu weisen, was sie aber bislang gelernt haben. Wir planen aber neue Event und ich hoffe, dass die da live stattfinden als Enseignant sur Scène, als Konzertreihe Enseignant sur Scène. Hoffen wir dann, dass sie dann an normaler Form stattfinden. Das ist der nächste Konzert, der 25. April, mit einem Saxophonsquartett von einer Saxophonsenseignantin Monika Leufken. Und dann wird auch weil jeder im Englisch kennt, das ist ein Perkussionskonzert, also immer ein ganz großes Konzert, den alle 2 Jahre von einer Perkussionsklasse gemacht wird, den als am Juni geplant, sowohl wie als Port de Verde am Juni wird sind am Kader von der Fête de la Musique. Mit recken Daumen, dass alles stattfinden kann. Nach kurz dann noch gesagt, da ging ich dann schon ein bisschen bei den Trifolien los, das heißt Konzert des Enseignants, dann noch werden wir am Trifo Apero weitergehen, den viele Leute kennen. Da sind wir ganz froh, dass wir die Kooperation machen, dass da als Enseignant dann noch mitspielen werden. Schon einer Stunde so ein Film iwwer Audition virtuell geht, haben wir den eventuell auch schon brett, da kennt man den noch nach gucken. If our words don't come together. Ja, seid auch gut aus. Die Jung spielt ganz konzentriert. Schöne Bilder, die wir hier aus der Musikschule konnten ich weisen. Und wir drücken wirklich Daumen und wünschen dem Nadine Eder, der Direktrice der Musikschule, dass der doch so wird die Bühne gehen. Und den anderen, den drücken wir auch Daumen, weil das also ein Haus her, von da, wo wir heute in Aufenthalt dürfen auf Besuch sind. Das ist natürlich den Trifolion. Und wir begrüßen hier in Direktor Maxim Bender. Guten Abend. Guten Abend. Ja, der Kulturbereich, du warst doch schon wie lang effektiv ganz ruhig an den Trifolien hue der mit Januar konnten voll mit den Planungen aufhängen an diese Weekend. Die Lokent, heute mir mendig mit den Weekend, die Lokent, da geht ein ganz flotten Event. Ja, richtig. Also wir haben, wie Schafedrullo eben erwähnt, schon am Januar können dürfen aufhängen, wo wir auch ganz froh drüber sind. Ich meine, wir sind ein bisschen am Zuchtfang und die Leute brauchen da ein bisschen Kultur am Moment, weil sie nicht so viele Sachen können machen. Und wir merken ja doch, dass ganz viele Leute eben drauf aussprangen und am Anfang auch Ticket kaufen. Das heißt, wir auch diesen Weekend ein Festival, sogar in diesen Zeiten, prima fertig Festival zu machen. Das ist der nächste erste Jazzfestival. Das ist ein Jazzfestival, den wir über 3D machen, den sowohl live hier am Saal als wie auch online kann ich sehen, wo ich über Stream kann gucken.
am Saal ass schon ausverkauft die 3D méi was Stream ginnet natürlich soviel Platz wie en der will. An ech menggem my noch e klenge Video do fir bereet, de man lo kann direkt weisen, wen alles du könnt, also d Creme de la Creme als Europa wett als halb beglecken zuerch nach. Ganz interessant nimm eng wunderbarer Fisch, die sich do annoncéiert, leider kein Platz mehr am Trifolion. Ja, am Livestream klappt ja haut nowen ganz gut, Di sieht eifrig an ihrer bequemer Stuuf mat dabei um YouTube-Kanal. Dat gilt da noch fir dese Weekend van der den echte Jazz wëz wieéieren. Da sind Leiit ja Jazz as jo lo net grad so minges mé Klassik. Do wäre ich awer ze haben, der fir Wezit Maxim Bender dozo. Ja, se mun en ganz Party Klassiksachen, die man ubiden ass Mälo fir hunlächt woch hammer Kamerader, die hier neue CD fir stalt hunn. Wie werden lo nächst woch auch schon lo den 5. März den OCL mat Noma hunn No hun as Piazzolla, dann Noma auch der Basilika Trinity Boys aus England schaffen, dat ze kënne Rofkommen, weil er Vokalmusik. Vom Feinsten natürlich an dann werd man eng Party Klassik natürlich am Kader von diesem Trifo Apero hunn für das Saison an dann as natürlich auch ein Klassikfestival 4 gesinn an dat das den nächsten Weekend vom Oktober vom auch eng extrem heichkaretisch Programmation op beden gestalt hun an Schmengen dummer klenge Video, die man locken weisen, wenn du alles kennt. Ja, natürlich schon mal net nimme Klassik a Musik bei diesem Programm wie hunn lo iwwer nächst Woche mal ein Theatersteck man produzieren, dat das dann Fake Facts, das am Kader von einem ganzen Event, wo man eng ganz Themenreihe hun iwwer Fake News wird am Moment natürlich auch total ganz viel am Gespräch ass sie Fake News wo kommen sie hier wie gin se geguckt der Tisch mir hun auch Diskussionsrunden en anderem mat Journalisten wie den Pat Barz, Ines Kochschnatz von der Präsidentin vom Presserot der Tisch dat gët eng ganz Flotrei oder eng Giwagener Lesung mam Germer Wagner oder mam Christian Rausch die Werte kommen der Tisch dat sie noch Topleit am von Gold die Hai an Trifolien kommen. Daniewen tu man natierlech och als en Trifo-Apero, den am Summer am Wert stattfannen, dat tu mat lacht Joer bëssen ass der COVID-Not ging Schlosoen ugefangen, dat mat do Apps proposéiert hunn an als em klengen Bistro an noch Terras do gesäidin se, wär den grössen Uklang hat, dat Teech dat man dës Di och weiterfuen, na den huet fir gesot, dat werte noch Enseignant sur Sennen sinn, du sinn joch ganz früh iwwer d Kollaboratioun mat decken hunn. Ech kann auch lo schon bësse firgreifen an Saison nächst Joer. Du wärmer Weekend mat portugiescher Musik hunn, mat kein Mann wie dem Carminho an dem Dulce Pontes. Dat Teech zwo wirklichklech Megastaren vun der portugiescher Musik, woch ganz froh sinn, dat man se ha hun fir als portugiesisch Communityit. Da kann schon a bësse weiter goen, mi wären noch am klasischen nächst Jahr Danish Stringart Quartett hunn oder den Histoire du Soldat fir Strawinski Musiktheater och zu mat Kamerate am Ela Baumann, der Techt do werd och abscher sinn an am Jazz, wär ma Heichkareter wie de Brad Mildau an de Jan Gabrek hunn, dat das lo schon e bëssen vir gegraf.
Voilà, dat bist Programmatioun fir Kanner man natürlich ganz viel Sachen, mir Workshoppe, mir allméigleches, mo Kanner Stellungen der Tisch das fir vun Apps dabei. Also ganz Programm gesit er dann op trifolium.lu, op bei dem Internet sieht, da fand er alles fetter braucht. Daneben tun wir auch das de Cercle des Amis gegründet. Da könnt ihr gerne Member gehen, da kriegt ihr Avantagen, Optiken, da gibt Rezeptionen, da gibt all mögliche Sachen, die wenn ihr Freund vom Trifolium, das eine gute Sache ging. Und dann natürlich schon mal als Trifokarte, die ist gerade angeblendet gehen. Ja, mit der Trifokarte kriegt ihr auch, die kostet 15 €, und ganz viele Reduktionen und Avantagen. Das heißt, mit der Speise, und lange danach gehen. Mir so eine ganz große Merci dann für die Explikationen vom Direktor vom Trifolien vom Maxim Bender. Du können also manches aber hören, dann aus diese schönen Trifolien hoffentlich ganz geschwind gut gefällt, für das Jidfried dann sein Kultur-Happening do sich kann raussichern. Mir schon Kapitel Kultur bisschen so, mir komme bei Logement, auch das Projekt aktuell, auch das natürlich etwas, was Leute, der Leute im Herz leid heute zu ist danach, und da geht es um den Zeitplan von den Ostergärten, seht ihr so, ich bin nicht ganz sicher, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesucht habe, im Ballfall geht es um Terrain, an wie viel die insgesamt sind, aber wie viel sind da von der Gemeinde, das ist froh, die um den Ben Scheuer geht, und das ist so, wie ihn das richtig ausschwätzt. Och der Gerd. Och der Gerd. Och der Gerd. Okay. Doch der Gerd wäre noch schön. Ja, das wäre auch flott. Och der Gerd, das mich treffen. So, wo sind wir da drin? Ma das op dem Fong as de Projekt de schon ewig schläft, schon bald méi wie 50 Jahre aus den all an sind ganz froh, dat man fertig sprcht hun fir den zu deblockieren. Und dat man lo endlich können lass lehen. Das größte Projekt sind rund 750 mat rund 120 Terrain, dat si doch do de Plan wéi Topdelung ass, do sollen dann Einzelhäuser, Maison Jumelé an Reihenhäuser hinkommen, an dem ganzen Niveau 120 Unitäten. Et Gemeng als proprietär vu rund 28 Terrain Sit. An 12 Terrain ginn do geholt fir den Logement sozial, dat das gesetzlich festgehalen, dat 10% mussssen Logement sozial ginn. Mir ginn die Terrain gimmer raus. Mir werden sewer net verkaufen. Wir werden dommer engem bei Amphitheotik fuhren, wo man se dat ein Erbkaufvertrag oder ein Erbpachtvertrag, wo die Leute dann nicht proprietär davor gehen, aber dann auch nicht den Preis für den Terrain muss bezahlen, wir quasi gratis zur Verfügung gestellt kriegen. Wir werden aber nicht nur die 12 Terrain rausgehen, wir werden auch noch die anderen Terrain werden wir zur Verfügung stellen. Wir sind umgegangen, ein Punktesystem auszuschaffen, wo wir dann gucken, dass die erst nachher Leute oder die Leute, die zuerst nach wohnen oder gewohnt tun, prioritär behandelt gehen. Und das nämlich wir am Anfang auch gemacht für lo am Projekt vom Kalebirsch, wo der Fonds de Logement gebaut wird. Auch da gehen die ersten nachher Leute prioritär geguckt. Wir werden aber auch den Fokus auf Jungfamilien mit Kanner. Und dann werden wir auch noch ein Droit de Präemption vorgesehen. Droit de Präemption heißt, dass die Gemeinde ein Verkaufsrecht hat. Damit kriegen wir von komplett Spekulation rausgeholt. Das heißt zum Beispiel, weil den Zuschlag kriegt für ein Terrain, wo dann 1000 Drop gebaut wird, dann 1000 kostet 400.000 €, und nur 10 Jahre soll dat dann oder wolle verkaufen, da kann dat net zum Marchespreis verkaufen. Dat kann dat lo net für 800.000 € verkaufen, mehr zu engem Preis, den dann dem Moment festgelöscht wird, mat net gerade so enger heger Plus-Value. An Gemeng
kann dann d'Haus zréckhafen, kann et dann donno nees engem anderen fir D-Preis zur Verfügung stellen, an dat das zum Moos fir déi Leute, die sech ausders am freie Marché leider neicht méi leeschte kënnen. Wie gesagt, wir sind umgang die Kriterien auszuschaffen. Wir machen dat zu summen mit unserer Juristin op der Gemeng. Das ist ein immens komplexen Dossier. Wir gehen aber davon aus, dass wir das mit des Jahres stohlen haben. Und wir gehen noch davon aus, dass die echt Leute an Ende des Jahres Kinder aufhängen mit bauen an dem großen Projekt. Vielmal merci so dofir an dann fällt man grad an, kom eng froh ran an zwei hätte man fir Drnnen hätte man do die Tiermescher gesinn, die do scheine renoviert gesinn an do wollten Leiit wissen vu Mike Leitz, wie dat da los ich verhält, op dat lo do besatzt dann noch fir Touristen kann do, die dann eine könne kommen an de dann do lönn oder wie können dann an die Tiermescher. Präsident vun dem Syndikatinitiative du Tourisme foroniert. Ja, das eng froh die tiptop pass op de Sugedee vum Ben ugeschwert gin ass Meer hunn die Team die an Ischenket eng Reiz sinn eng 3 steckt, die sinn immer un als Touristen vermiet gin als Logement solide bëssen. Et war wo so, dat verschiedene vun denen Team benutzt gesinn an der Zeitmol fir eben de Logement sozial bëssen ze unterstützen, weil eben so en Not Marché war, a wie de Ben Lorich seet, gemeng ganz viel Erfore gemer oder mech ganz viel Erfore fir der Situation entgegen ze wirke, sodat man die Team lo alle Guten, da waren nämlich nach een Rotre den de war an eng ganz schlechten Zostand, en andere war auch nach vun engem permanente Lokatär besät, die Team die Humorlo den en Turm as ganz renoviert gin, den er so fir als Touristen zur Verfügung stalt, an den anderen Turm den Hummer dann eben auch frei gemer oder werden wir frei machen. Man gucken natürlich ganz klar, dass die Personen, die da permanent gewohnt haben, aber ganz proper an der Dach kommen dafür, dass den Rolle von der Gemeinde noch mehr als Syndikat gegen dem Rolle gerecht. Mit die Idee ist natürlich steht, dass man die schönen Tiermascher, die als Stadt aber ausmachen, als Touristen zur Verfügung stellen, dass ja generellen Trend vom Minister aus oder von der Regierung aus, da gibt den Logement insolite oder den Tourismus insolite. Das immer méi können immer méi op an der an de Portugal gucken zu go, wo all Kirchen funktioniert gin als Hoteller, so will mir doch ma mir hunne Träume brechen net zu funktionieren, das do muss de Mann bringen an dat wird man schon hiräen zum van der Scheieren wert sinn. Schein, vielmals merci so mir dem Mike Leitz an mir kommen eng froh, die geht und den Bremechte und den Ifängler. Wer das Floss, wie gesagt aus mat der Petit Marquise? Ja, erst an Petit Marquise, dat is eng lang Geschichte. Wir sind leider lang am Lützeburger Land geschläft, gewinnst dem Schandfleck Petit Marquise. Und auch da sind wir froh, dass wir als Gemeinde den Dossier deblockiert konnten, an dem der Gemeinderat, dem Chefrat, der Gogin hat für das zu kaufen. Hat natürlich lang gedauert, bis wir endlich Plan hatten, aufgegrabt tun, an Lo. Natürlich von den aufgegrabt, an erst nach gerade am Zentrum, das immer den Service Archäologik, den immer interessiert, dass von den Bagger ja nicht nach Väter guckt, ganz oft fanden sie nicht, aber das Gehirn selbst fand, das auch noch so interessant. Es geht op 1000 Jahre zurück, das ist 100 Jahre 1000, wo sie dolo Sachen gefunden haben, Gemeier gefunden haben, und das hat eine bestimmte Wichtigkeit. Das heißt, dadurch ist das Projekt ein bisschen retardiert. Wir sind aber auch auf der anderen Seite auch stolz, wenn man so Sachen fertig bringen, ein bisschen Geschichte neu zu schreiben oder respektive zu dokumentieren, was hier wäre. Das heißt, der Service Archäologik wird nach paar Monaten brauchen, für die Recherchen aufzuschließen. Das muss alles dokumentiert gehen. Aber wenn das dann so weit ist, da kommen wir Ende Juni, dass wir können aufhängen Markis abzurichten. Und da sind wir froh, wie wenn wir
als gut Stoff, die als Marktplatz bezeschen, wo man die dann kreier do man eng propere Gebäisto hunn, wo man auch ënnen Rëmenke Restaurant Terras dran machen, so wie leidet gewinnt wären an der Nummer eng wonnerscheen Terras op der Marktplatz eng Terras op der Marktplatz war doch Rëmenke die Marktplatz nach méi attraktiv mischt wie se lo schon ass. Merci dem Herr Boemeester, Petit Marquis, et geht also do Fiun. Wir bringen en Keier den Ricardo Marquez ans Spiel an do kom eng froh iwwer den Masterplan Ger. Wie geht et fichen sich mat der neuer Schul erschwemm? Ja, also ich muss sagen, dass ich auch froh sind mit diesem Patrimon, die wir wirklich zuerst nach ganz viel haben. Aber sind aber froh, dass wir nach der Platz aber kein Grün von tun, weil das ist ein Projekt, den wir gut führen können. Und sind wir auch froh, dass auch trotz Covid den ganzen Bauprojekt von der Schule aber relativ gut läuft. Weil als Schulen eben aus eng Grenze könnt net just vun den Schüler, die do sind, also do geht noch, aber einfach vom Gebäude hier aus der definitiv Zeit, dass du eng Flot an eng neue Schul op hier nach könnt. An Wa man lo gut sind am Timing, dann da werd ze End 22 oder Ufangs 23 stoen. Wat lo Schwemm ubelangt, also du immer auch tun, die lo und Planung gehen, mit da muss man eben gucken, wie lo weitergeht. Also wir wollen sie auf den nämlichen Platz hinsetzen, wo man die aktuell haben. Da muss man eben gucken, wie man mit den verschiedenen Projekten weitergehen, weil das eben nicht schon eine Schule, die wir da hinbauen, aber du kannst auch die Sportsaal vom Lycée, Eissportsaal, und dann noch ein Parkhaus, und dann wieder an der Flotterpräsentation, du siehst, den Yves nennt es quasi die zweite Marktplatz, weil sie von der Envergure so groß ist, dass zwischen der Schule und zwischen dem Parkhaus, die wir kriegen, entsteht dann die Flottplatz, wo wirklich Leute zusammen kommen. Und die geht noch weit fort, also bis Ruf, bis auf Zauer. Und da sind wir immens froh, dass die Projekt die neueste kriegt. Voilà. Da sind wir auch merci dann die Idee vorgestaltet hoffentlich fest in der Norlo matten flotten Illustrationen an der Plängen wo gesagt wo in do Drnners mir Ginneren nach en kurz trägt mir gifen an sich zu lösen de Schluss kommen von dem wunderschönen Biergerforum, die ningt in die Edition an digitaler Form an. Wir kommen streifen nach bisschen Kultur, da kommen eng froh ganz spontan ran geht den Boemeester das mal hier adressiert wie dann so der Sprangpräzision 2021 ausgesät. Kann ich du schon etwas so das noch bis pechten an trotzdem. Ja. Der so schön, wenn ein Glaskugel hat, dann wäre mir sicher, wie es weitergeht. Leider haben wir gesagt, letztes Jahr müssen Sprangpositionen ausfallen lassen. Wann nicht mehr möglich ist, versuchen wir das Jahr zu machen. Aber wie gesagt, das leidet nicht am Minimum müssen, das leidet echt Niveau national respektiv Messe von dem Virus, den wir im Moment tun. Das sind ganze Cope Sachen, die irgendwann ob es durchkommen, wo Manifestationen sind. Und Sprangposition als eng davon. Wenn es möglich ist, Covid-konform oder eben das Covid eben nicht so stark ist, das zu machen, dann ganz gern. Aber wenn der Risiko zu groß ist, wir wollen auch nicht ob einmal einen Hotspot gehen, wo ganz viele Leute sich ausstechen, weil die Sprangposition zeigt aber nun mal ganz viele Leute auch aus dem Ausland un. Es sind immens viele Leute, die zusammenkommen, aber wenn das einfach nicht vertretbar ist, dann müsste man auch das aufsuchen. Aber wie gesagt, ich hoffe nicht, aber ich kann leider Schulleiter die Glaskugel net woch gucken. Kann den nicht versprechen fir den Moment dat ass dann noch eng froh, die auch spontan rakom ass die geht dann Marina Leisen und vun de Stadtmarketing ich dann an do gëtt sich vorgestaltet wär also nach 4 Runde Sprangpräsident wie gesäidet an das hier aus mam Televi 2021 24. April den Datum steht landesweit mir dat am Zentrums gëtt se emme froh.
Ja, Centre de Promesse sind wir auf alle Fälle. Jetzt dann 2020 waren wir es, 2019 wurde es veröffentlicht, dass wir Centre de Promesse vom Osten sind. Letztes Jahr konnte es nicht stattfinden. Viele Vereine und Unternehmen hatten halt schon viele Aktionen geplant. Es war unfassbar schade. Auch der Televitag war komplett durchgeplant. Für dieses Jahr müssen wir schon ehrlich zugeben, dass das Komitee eher ein bisschen mit angezogener Handbremse quasi plant, weil aktuell sieht es leider noch nicht so aus, als würden wir jetzt im April einen großen Televitag feiern können. Aber trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir irgendwas machen können. Wir planen unsere Kunstversteigerung von den Kunstwerken der lokalen Künstler, die wir eigentlich schon für letztes Jahr geplant hatten. Und dann werden wir einfach sehen, was umsetzbar ist. Und wenn Vereine oder Einzelpersonen Lust haben, sich zu beteiligen, können sie sich natürlich auch jederzeit melden. Merci Marina Leisen fir déi Explikationen zum TV der 2021 und da könnt ganz schönes an dat Goldlo fir den Chef Rot Gruppe dem Lorand das kein froh mit du gott einfach Glenet genutzt Fimal vum Sinisure aus der Gemeng ganz grösse Merci zu soen fir d' Unterstützung. Voilà, dat auch mal gut so ziemlich am Schluss von unserem Biergerforum, dem aber net den aufschließen mat Kultur an do geht nach enkeier de Blick op den Maxime Bender. 2019 goufet die echt Edition vun dem Festival Echter Live 2020 an voller digitaler Version. An lo natürlich auch dort froh, we sind Planungen für 2021. Ja, ich denke mir an de gute Start 2019 am sind direkt durch COVID ausgebremst gin. Voilà, mat de wie gesot digital gemerkt, das Jo versichmere zu planen, dass wir nie gesot auch schon kein Glaskuchel fir ze wësse, wie d ausgesinn ass mat der Fettler Musik. Mi hunn awer de Vierdeel, der man können op das Haushalt zurückgreifen op dem Trifolien, wo man effektiv wann mesureuren also blei wie se lo sinn, wann. Voilà, dann können wir dat auch bannen natürlich an méger Klengerform machen. Dat Techte wéi auch schon Lächer annoncéiert hunn, sind die Künstler, die man sollten Lächtür hainer kreien, sind immer fir das Jahr gebucht. Also ich noch froh, mir hatten relativ gut gezielt, wie die Rufus Wainwright, dass das fir de Grammy nominiert, fir beste Popalbum das Jahr schaffen dann noch gewënnt, weil der Techte hat man gut gezielt. Lächtür sollte den Album mal 4 Stelle kommen, aber man Chance werden dann das Jahr an schafft man den Grammy an der Tasche dann den Album dann halb 4 stellen. Me dat muss so geplant fir dat man machen natürlich wahrscheinlich net an der grösser Form werden am Summer méger no kein Riesenevent der könne stattfannebausen mit mir Chance zu scheint Haushalt zu hun wie Trifolien, wo man Leiit können ha an aller Sicherheit eben ha begräsen können. Voilà. Ich mein, sind auch paar Bilder fir gesinn von der Edition vom nächsten Jahr. An noch dat eng Flotterfisch fir den Trifolien, da wo man hauten nowen een digitale Biergerforum konnten aufhellen. Mir so ball Fall Imal ganz grosse Merci fairen Interesse. Grosse Merci und die eifrig frohen Gestalt hun, hoffentlich dann noch die passend Entwertgrut oder zumindest fëssen, wo en Loder drnners am Bereich Tourismus, Bereich Kannerbetreuung. Den Notfall hat man ja mat dabei Mobilität wäre ganz großen Thema. Äwer natürlich auch Kultur. Grosse Merci und alle guten die hai op der Bühne sitzen, Schein an den Hygienemoosnahme Schein a Distanz. Die könnt natürlich auch das Biergerforum nach enker gucken, die könnt op den YouTube-Kanal an Merci fir schaffen und Marina Leuse wird ganz viel Erbigträumer fir auch Troen zu siften an mir Spaß gemacht fir Dir von Hai Ihre Präsentateur zu sehen. Vielleicht sind wir aus dem nächsten Menke noch oder sos Scheinen Owen a bis geschwen se der Speaker de Christian Schmidt. Eddie.